Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und jetzt können wir gleich hier... Na, ich will doch nicht abtauchen. Können wir gleich hier auf die andere Seite vom Ufer gehen und können uns da nochmal noch den Buch umgucken. So. Ja, anderes Ufer. Für jeden, der irgendeinen dämlichen Spruch gleich im Kopf gehabt hat. Ja, er hat anderes Ufer gesagt. So, ich sehe auch schon das Buch von da. Ja, komm her, du Lurker. Lurchiger Lurker. Komm her, du Saufi. Ich habe hier auch noch gelesen, übrigens, dass die Verwandlung in eine Blutfliege, dass es da so einen Zauber noch gibt, damit wäre man auch hochkommen beim Kastell. Angeblich. Der hat wahrscheinlich nur viel Frust und Träne bedeutet. So. Ich kann dich nicht flattern. Ich kann dich wirklich nicht flattern, du Blutfliege. Schade. Okay, altes Buch. Da haben wir das nächste. Chromanin 4 dürfte es dann sein, ne? Ja. Und? Ich habe das Buch gefunden. 700 Erfahrungspunkte. Gibt immer ein bisschen mehr. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klangens, vor allem Klagens wahrscheinlich. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Ja, und das heißt wieder den ganzen Weg zurück. Das müsste beim Nebelturm dann das Schiffswrack sein. Da ist noch eine Blutfliege. Und können wir die flattern? Können wir die flattern? Nö. Schade, schade. Okay, dann können wir aber über das verbrannte Stück Erde zurückmarschieren. Ui. Jede Menge Varaner. Ah, das ist der Weg wieder zum Stonehenge. Naja, ich beschwere mich mal nicht, wenn es Level noch gibt. Außerdem wären die Belohnungen durch das Chromanin-Buch lese auch immer etwas stärker. Ja, da geht's zum Stonehenge wieder hoch. Alles klar. Da ist so ein Stückchen verbranntes Zeug noch. Also ein alter, abgebrannte Schuppe anscheinend. Und da geht's noch an ein paar Wölfe vorbei. Aber die sind ja mittlerweile auch kein Thema mehr für uns. Ah, die brauchen auch 2 Schläge noch wie die Varaner. Aber die machen bei weitem nicht so einen Schade, wie es die Orkhunde machen. Und... ja, Gott. Dann haben wir die auch alle soweit fertig gemacht. Höllenpilz und Sklavenbrot gibt es auch nochmal für uns. Ja, ein bisschen Hänse halt durch die Robe durchgebissen. Die muss ja auch geil aussehen zum Schluss. So richtig Feuermagier würdig, wenn man dann so zerflettert die Robe trägt. Ja, genau, da kommen wir wieder Richtung Kavalorn raus und Richtung dem alten Turm. Huch, warte mal. Ah ja, natürlich. Das ist der alte Turm, der beim Kavalorn steht. So, ich gehe jetzt mal aus Nummer sicher hier runter. Und dann marschiere ich wieder da entlang. Dann muss ich jetzt wieder Richtung Kloster marschieren, weil da das Schiffswrack ist. Und dann... ich überlege gerade. Und dann geht es eigentlich nur noch in den Nebelturm wieder selber rein. Und da wartet dann wieder unseren Endboss. So. Zack, zack, zack. Und ab wieder Richtung Kloster. Im Rege um 18:53 Uhr. Das wird so richtig schönes Nachtbattle dann geben. Gegen den Endboss. Ja, das wird aber auf jeden Fall kein einfacher Kampf wieder werden. Aber auf jeden Fall bringt uns diese Quest erheblich viel Erfahrungspunkte. Jetzt sind wir bei 30 Erfahrungspunkte, noch 10.000 EP bis zum nächsten Level. Und das soll dann auf jeden Fall der 5. Kreis der Magie sein. Das soll unsere nächste Investition sein. Und der 6. Kreis der Magie, das ist dann der Overmeister-Rang. Ein bisschen was könnte man vielleicht auch noch in die Stärke und ins Mana rein investieren.
Aber unser Zauber ist und so weiter eigentlich ziemlich brauchbar. Wenn es ein Schattenläufer mit 2 Feuerstürme legt, bin ich doch schon ein ziemlich guter Dinger. Okay. Ja, die Butler hocken auch immer nur draußen bei Wind und Wetter. Ist denen scheißegal, wie es hier abgeht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in der Kolonie wird das Wetter zusehends beschissener. Ich meine, die betreiben natürlich Landwirtschaft. Da ist es auch praktisch, dass die Barriere das Wasser durchlässt. Wäre schon scheiße, wenn das so eine Kuppel wäre, die überhaupt nichts raus und reinlässt, außer Luft. Und ja. Aber wenn hier nichts rauskommt, ist auch so froh. Luft scheint ja hier rauszukommen. Weil wenn Luft nicht rauskäme, wird es ja hier immens erhitzen durch die ganze CO2 und hier, ne, was nicht aufsteigen kann. Um 20 Uhr hätten sie es dann wahrscheinlich nicht ausgehalten, denke ich. Bei der Arena von Stephen King war es ja so der Fall. Entschuldigung. Bei der Arena von Stephen King war das ja der Fall, dass Sache von außerhalb, egal ob Luft oder sonst was, dass es nur gefiltert in die Kuppelreihe kam. Das heißt, Luft kam nur... Ah, da ist meine Fackel wieder. Ausgezeichnet, die nehme ich doch gleich wieder mit. Und die ist sogar noch geblieben. Ja, in die Arena von Stephen King war es so, dass Luft nur bedingt und gefiltert reingekommen ist. Das heißt, es war generell tendenziös auch weniger Luft in der Kuppel vorhanden. Ah, sehr gut. Und wenn es geregnet hat, kam das eher so als Sprühnebel rein. Als ganz feiner Regennebel und nicht als richtige Regen. Weil auch der an der Kuppel gefiltert wurde. So, jetzt wieder rein hier. Upp. Und da muss unten am Strand ein Wrack sein. Und bei dem Wrack müsste dann das nächste Buch auf uns warten. Wenn nicht, weiß ich noch, wo es ein anderes gibt. Aber ich glaube, das liegt nahe, dass das hier das ist beim Nebelturm. Okay, weiter, weiter, weiter. Immer tiefer rein. Da müsste dann auch bald wieder die, genau, die eingeschlagene Wand kommen. Und dann dürfte es soweit sein. Ups. Nur noch das bisschen runtergehen. Ah, du kannst ja nämlich springen hier in deine enge Gänge. Nur noch bis ganz nach unten. Und dann dürfte man dort zum Schiffswrack hintauchen können. Oder nicht hintauchen, Quatsch. Hinlaufen können. Am Strand müsste es sein mit Feuerwarane. Kann aber auch sein, dass ich mich dort total geirrt habe und dass das andere Schiffswrack gemäht war. Okay, lass das mal hier sein. Er hält die Fackel immer noch. So Phantomfackel hat er noch in der Hand. Ja, er trägt noch so Phantomfackeln mit sich. Okay, da ist es. Da ist das Schiffswrack, was ich gemeint habe. Und die Barriere ist, wie ihr sehen könnt, unmittelbar vor uns. Also die Barriere endet hier dann. Oh, 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 da sind sie, die Feuerwaraner. Ja, dann habe ich doch recht gehabt, dass es hier sein muss. Wir probieren trotzdem mal Feuersturm aus, obwohl es Feuerwaraner sind. Und sie machen keinen Schaden, wie erwartet. Wow. Ja, für die Biester ist es doch ganz praktisch, wenn man Schutz vor Feuer angelegt hat. Ich muss gerade mal gucken, was ich da noch eventuell habe. Habe ich noch einen Schutz vor Feuer oder so einen Scheiß? Ja, da habe ich. Schutz vor Waffen und Fallen machen wir mal weg. Wir machen mal ein bisschen mehr Schutz vor Feuerei. Weil das ist das, was uns gegen die Biester hier hilft. 500 Erfahrungspunkte bringt so ein Feuerwaran. Scheiße. Ja, das sind schon ziemlich starke Gegner. Da gibt's nix. Aber ich lasse es jetzt einmal so sein. Ich probiere jetzt mal einer einzeln herzulocken. Komm schon. Komm schon, du Scheißvieh. Komm. 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 Kommt ganz alle her. Ah, scheiße. Scheiße. Noch einmal? Komm. Wir probieren es noch einmal. Komm. Ja, 4-mal. Komm.
Okay. Einer ist gelegt. 4 Kraller. Boah, meine Fresse. Ja, die Biester sind schon ziemlich zäh und hart. Okay, dann nochmal Speicherrunde. Und der nächste. Wer du? Scheiße. Okay. Ja, die sind eine Sache für sich. Die Weser. Boah. Schwein gehabt. Du kannst mal später von deiner auch noch Feuerwaran-Zunge abernten. Die sind dann ziemlich viel wert, die Dinger. Ich glaube, die kosten auch so 500 Erz oder so. In Gothic 2 ist das auch beliebt, die Trophäe bei deiner Feuerwaran. Das sind halt ziemlich starke Gegner. Bieten aber dafür auch Unmenge Erfahrungspunkte. Stärker sind nur noch Troller von der Erfahrungspunkte her. Altes Buch, der haben wir es dann. Sehr schön. Habe ich recht gehabt, dass es hier ist. Und dann Chromanin 5. Ich habe das Buch gefunden. Ich habe jetzt auch wieder etlich gegeben. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie viele Erfahrungspunkte. Und doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten. Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden, mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Und du hämmerst nämlich weit. Ups. Ups, ups, ups. Du hätten sich jetzt ein paar Warane spontan noch gebildet. Put, put, put. Scheiße. Die Hen wohl so sehr mitkriegt, dass ich den Kumpel von ihnen Argfalle habe. Nee, das war nicht so klug. Das war auf jeden Fall nicht so klug. Okay, dann sollte ich vielleicht nur einen Eiszauber probieren. Eisblock können wir mal ausprobieren. Nö. Ich glaube nicht, dass das so klug war, oder? Hat das was bewirkt? Tatsächlich. Es hat bei ihm tatsächlich was bewirkt. Das ist doch schon mal was. Ja, dann gehen wir jetzt mal weg. Scheiße. Hat doch nicht so viel gebraucht wie gedacht. Okay, dann sondieren wir diese Warane mal wieder. Komm schon. Komm her. Nur den hier, ja. Komm. Komm. Komm her. Sausack. Okay. Der zweite. Mit dir nehme ich es auch noch auf, du Saufi. Gott. Gewitter erleid. Also mit der richtigen Strategie kriegt man die Biester auch noch platt. Aber, wie ihr sehen könnt, die sind ziemlich hartnäckig. So, jetzt speichere ich hier nochmal. Die 1000 Erfahrungspunkte lasse ich mir nicht entgehen. Komm her. Komm her, du hässliches Vieh. Ja, komm her, du. Ja, komm her, du. Komm her, du Sausack. Komm. Komm schon, komm schon. Scheiße, 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 scheiße. Das war zu hoch gepokert. Na gut, dann machen wir doch nochmal einen Trick. Wenn es nur 2 sind, machen wir nochmal den Trick mit dem Eisblock. Dann greift mich nämlich nur der andere A. Ups. Ah, der hat mich schon angegriffen. Okay. Okay. Jetzt kommt der wieder A. Gewitterleid. Gewittererleid. Ja, kein einfacher
Gegner. Definitiv nicht. So, noch ein paar von den Getränkegluckern. Und hier noch. Und dann geht's wieder zurück. Und dann haben wir auch die Quest mit Chromanin abgeschlossen. Aber vorher würde ich ganz gern hier nochmal ein bisschen in der Schiffe rumklettern. Und gucke, was es hier noch Tolles gibt. Ja, dass ich möglicherweise hier noch irgendeinen Schatz verpasse. Hätten wir ja auch gern. Ich meine, da hat man jetzt schon die ganze 500er Biester gekillt. Und wenn es dann irgendwas noch gäbe, was man verpasst hätte, das wäre doch etwas schade drum, oder? Hier ist nix. Ne, hier führt es noch runter. Dann noch einmal. Hopp. Sehr schön. Überlebt auch, ohne sich gleich das Genick zu brechen. Und hier haben wir noch was drin, oder? Hier müsste doch noch was sein. Nix, keine Truhe, gar nichts. Ah. Jo, Allah. Gar nichts, wirklich gar nichts. Hm. Jo, Allah, dann halt nicht. Na, dann nicht. Gut, dann geht's jetzt wieder zurück. Und dann können wir heute in der Episode auf jeden Fall noch Chromanin abschließen. Perfekt. Da ist der fremde Quest beendet. Müsste noch, ja, meine getreue Fackel sein. Und jetzt geht's zum Endkampf. Von der Quest zumindest. Ist natürlich so ein optionaler Kampf, den man hier haben kann. Ja, jetzt sind wir schon bei 89.835 Erfahrungspunkte insgesamt. Da haben wir jetzt, Moment, wir dürften um die 9.000 Erfahrungspunkte gekriegt haben. Das ist ja echt mal heftig. So, gespeichert haben wir. Und jetzt, dort hier, wo alles begann. Das heißt wieder in die steinerne Halle. Beziehungsweise in den Keller mit dem Mauerdurchbruch. Dann finden wir unseren Boss hier. Unseren Quest-Boss. Und das ist der Raum, wo alles begann. So, hier auf jeden Fall speichern noch einmal. Und hier hat alles angefangen. Dort drüber ist die Leiche vom Fremder. Und er trägt Sache bei sich. Erzbrocke, 302 insgesamt. Na, das können wir auch so noch schnell machen. Zack, zack. Chromanin 6, Reisschnaps, ein bisschen Reis hat er dabei. Amulett der Lebenskraft, Lebensenergiebonus 30, das ist ziemlich gut. Verwandlung Blutflieger. Ja, die hätten wir gebrauchen können. So, dann speichere ich hier noch einmal. Und dann lesen wir. Und dann müsste eigentlich der Boss getriggert werden. Und Chromanin 6 bringt... Ich glaube, ich habe ihn gefunden. 1000 Erfahrungspunkte. Erst Futter für die Ratten. Da ist es. Ups. Ja, das ist doch ein bisschen zu viel gerade. Noch einmal. Junge Hosen zu viel war dein letzter Führer. Okay, alles klar. Moment, dann wechsle ich gerade nochmal, wenn die da an den Orte triggern. Dann mache ich das hier gerade, damit ich nicht mit allzu viele von den Biester zu kämpfen habe. So, Chromanin 6, nochmal Leser. Dann können wir die Stimme nochmal richtig hören. Und da ist es. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Erst Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler, haben sie gesagt. Alle hopp. Ja, einer von uns, die Skelettmagier natürlich. Ja, mindestens. Okay, das war nicht so clever. Dann machen wir das nochmal anders. Dann probiere ich es nochmal hier. Von da aus. Okay, probieren wir es von hier. Lesen das Buch nochmal. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Alles klar. Und dann gehe ich mal mit Zauber auf die Freaks drauf. Chromanin 6. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Erst Futter für die Ratten. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. 1000 Erfahrungspunkte. 1000 Erfahrungspunkte.
Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Und kommt her. Boah, Alter. Ja, das ist schon ziemlich übel. Das ist schon ziemlich übel. Wie mache ich denn die Knabe am besten platt? Am besten wäre es wirklich, direkt die Tränke noch parat zu haben. Da bräuchte ich aber noch... Moment, ich habe auch noch einen stärkeren Zauber parat. Ich habe doch noch Feuerball. Feuerregen habe ich noch dabei. Das sollten wir vielleicht nutzen. Feuerregen. Chromanin 6. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. So. Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter. Ups. Das war nicht so gut. Du hörst auf zu zaubern, du Sausack. Nee. Das war nicht clever. Das war überhaupt nicht clever. Noch einmal. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Dann erstmal weg. Feuerregen. Speichern, damit ich das nochmal auswählen muss. Dann hole ich die Bursche her. Und dann grill ich sie mit Feuerregen. So, Chromanin 6. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Probieren wir es nochmal aus. Und... Scheiße. Nee. Aber das war ein guter A-Satz. War ein guter A-Satz. Wie viel verbraucht es dann an Mana? Gerade nochmal gucken. Wie viel verbraucht dann der Schampel? Feuerregen. Mana kosten 15. Okay. Aber der A-Satz war ganz gut, denke ich. Noch einmal. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter. Und... was mache ich denn da für einen Scheiß? Das war nicht clever. Das war überhaupt nicht clever. Geht weg. Ja, geht wieder zurück. Wo ihr herkommen seid, haut ab. Nein! Scheiße. Naja, eventuell hauen sie ja dann ab, wenn ich zu dem Skelett-Magier gehe, um den gar auszumachen. Aber weiß es ja nicht. Probieren wir es doch mal aus. Machen wir mal den Magier da gar aus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kann ich den noch attackieren hier. Ja, die Ablenkung war, glaube ich, recht gut. So kann ich nämlich an diese elende Skelettmagier drankommen. Und die Herren Skelette beschwören wieder dabei als Spruchroller. Und ja, okay. Das waren ziemlich mal die Skelettmagier außer Gefecht gesetzt. Dann das hier. Und die rechtliche Skelette, die kill ich jetzt nochmal so manuell. Jetzt muss ich auf jeden Fall nicht mehr Angst haben, dass mehrere Skelette nachkommen. Sondern habt ihr eigentlich soweit im Sack. Das ist ziemlich gut. So, Skelettmagier, der hat auch wieder nur Eispfeil und Skelette beschwören parat. Dann holen wir uns noch die dappische Skelette, die hier irgendwo noch in der Gegend rumschwirren. Und machen die noch platt. Da stehen sie rum. Wie die Ölgötzer. Das ist gut. Kommt mir hinterher. Und bleibt dann blöd stehen. Ah, bleibt blöd stehen. Ist mir egal. Ist mir echt egal.
Ihr sollt's recht sein. Bleibt ruhig, wo ihr seid, ihr Idioten. Da steht noch einer rum, den kann ich noch so killen. Ups, jetzt sind die wieder da. Komm halt her, du Mistkerl. Ups, scheiße. Scheiße, Herr Parra. Das lief nicht so gut. Noch einmal. Na gut, aber das möchte ich auf jeden Fall noch beendet haben. Also die 3000 Erfahrungspunkte, die gibt es dann hier dafür, dass man das Buch gelesen hat und dafür, dass man hier die ganze Skelette noch killt. Und wie ihr seht, sind die ziemlich hartnäckig, die Knaber. Also den Zauber Untote vernichten kann ich nicht schnell genug kriegen. Das ist aber, glaube ich, ein 5. oder 6. Grad Zauber. Insofern, den kriege ich nicht so einfach. So, noch einmal. Aus weiter Entfernung. Und nur noch die 2 Idioten übrig. Gott. Und der zieht bei weitem nicht so viel ab. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir die alle geplättet, die Mistkerler. Ausgezeichnet. So und nicht anders muss das laufen. Ah ja. Da sind doch noch welche von den Knetus Corpus. Ups. Okay, puh, Schweinkap-Nummer. Ich habe mir gedacht, dass die jetzt auch nochmal durchstehen und mich angreifen. Dann sollte ich wohl doch besser noch vorsichtshalber hier nochmal was einnehmen. Und hier nochmal ein Schlückchen nehmen. Und dann speichern wir noch einmal. Und dann, wenn alles gut läuft, würde ich doch sagen, dass wir das hier gepackt haben. Ja, sehr schön. Saugut, oder? Saugut. Da haben wir ja alles geschafft. Und da können wir uns auch in der nächsten Episode wieder am nächsten Fokusstein widmen. Sehr gut. Perfekt. Da können wir wieder die Treppe hochgehen. Jetzt sind wir auch schon so gut wie raus hier. Und ja, die Chromanin-Quest ist geschafft. Jede Menge Erfahrungspunkte. Wo ich noch gesagt habe, wir brauchen 10.000 Erfahrungspunkte. Jetzt sind es nur noch 2.000 Erfahrungspunkte. Also das kriegt man doch ziemlich fix hier rum. Bei unseren derzeitigen Gegner ist das kein Problem mit der Erfahrungspunkte. So. Wunderbar. Ja, dann mache ich mich gerade noch so ein bisschen auf den Weg vorbereitend für den nächsten Fokusstein, der auch in der Nähe vom alten Lager Nordtor ist. Weswegen der Weg nicht allzu lang sein wird. Und da mache ich mich dann in der nächsten Episode auf, dann wieder der nächste Fokusstelle in Angriff zu nehmen. Aber das Gute ist, die letzten 2 Episoden haben wir schön nutzen können, um diese Chromanin der fremde Sidequest zu machen. Die ist jetzt auch nie mit dabei. Erfüllte Mission, da haben wir so nochmal der Fremde zum Schluss. Der geheimnisvolle Fremde ist tot. Diese Dämonen haben ihn getötet. Irgendwas scheint ihn mit diesen Geschöpfen der Hölle verbunden zu haben, sonst wäre er sicher nicht an diesen gottverlassenen Ort zurückgekehrt. Das Geheimnis, das er mir mitteilen wollte, oder das er mit mir teilen wollte, hat er mit ins Grab genommen. Schade. Also entweder war er der Nekromant, der diese Skelettmagier und die Skelette erschaffen hat, oder er hat irgendwas Historisches rausgefunden, möglicherweise. Und über die Besitzer vom Turm oder halt diese Macht, die er angeblich erlangt hat. Der mysteriöse Fremde war ein älterer Mann. Also er hat auch schon weiße Haare gehabt. Schade, schade. Aber offensichtlich wurde er hier von den Skelette umgebracht. Trotz allem war die Info sehr kryptisch, einen von uns umzubringen, war den letzten Fehler, den du gemacht hast. Tja. Damit war wohl gemeint, dass man den ersten Skelettmagier hier gekillt hätten. Dann hätten sie uns mal schön in den Hinterhalt gelockt mit sehr vielen Skeletter. Unter anderem 8 Skelettkrieger und 8 so Skelettmagier. Ich bin froh, dass keine Zombies dabei waren, weil Zombies sind einmal richtig fiese Gegner. Der Gruftwächter war zum Beispiel ein natürlich modifizierte, verstärkte Zombie, aber trotz allem ziemlich heftiger Gegner. Ach. Gut.
wenn ich über die Brücke bin, würde ich erst sagen, dass ich da dann meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic auf Pelzig, wo es dann weiter auf die Jagd nach Fokussteine geht. Wir haben ja nur noch 2 insgesamt, die wir besorgen müssen. Ja, die Verabschiedung ist gemacht. Und es bleibt nur noch zur Sache. Machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.